Geschichte vom Noah, die ist im Fall uralt. Und immer wieder hat man sie einander erzählt. Ich kenne zum Beispiel auch ein Lied über die Geschichte. Das ist von Mani Matter. Nur, sein Lied hört zumindest in der Geschichte auf. Und darum habe ich gedacht, ich singe jetzt einfach dort weiter, wo sein Lied aufhört. Also, er erzählt ja auch von dem Mann, der baut ein riesiges Schiff. Dort hat es Platz für von allen Tierarten ein Bärli. Er geht mit denen rein und dann fängt es an zu schiffen. Wie aus Kübeln. Tagelang, wochenlang. Und die ganze Welt geht unter. Aber die, in diesem grossen Schiff, in der Arche, die sind natürlich geschützt. Und was du aufgehört hat mit Regnen, ist ringsum Totenstille gewesen. Drauss war es jetzt zwar still, aber drinnen in der Arche, da hat's geschneddert, gekräht, brüllt und ein sehr starker Gestank hat sich im ganzen Schiff ausbreitet, nah dies nah. Klar hat da der Mann gedacht, wie soll ich das durchstehen? Dazu ist gekommen, dass, wie ihr wisst, gewisse Tiere eine sehr kurze Schwangerschaft haben und sich darum ganz schnell vermehren. Maden, Muggen, Schnecken immer mehr von Tag zu Tag. Wespe, Mäuse und Ratten, massenhaft eine Riesenplage. Tage und Wochen sind vergangen seit dem grossen Regen. Manchmal hat der Mann sich und den anderen müssen sagen, «Heut noch ein Geduld, so lang wird sicher nicht mehr gehen, bis wir endlich wieder auf festem Boden stehen.» Und man begreift, dass sie im Schiff entlangt haben. Eines Tages plötzlich hat's einen Ruck gegeben und ein Krachen. Alles war zu Unterop, doch gleich hat's man ein Lachen und ein Jubeln gehört. Hurra, wir stehen wieder auf Land, sicher irgendjemand an einem wunderschönen Strand. Doch der Mann hat gewusst, es ist immer noch nicht das Ende vom Warten. Er hat gedacht, ich lass doch einfach mal eine Taube starten, dass die auskundschaften, wie's aussieht dort aus. Sie hat nie können landen, ist zurückgekommen im Schuss. Und man begreift, dass sie im Schiff entlangt haben. Doch von ihrem dritten Ausflug ist dort die Taube nicht mehr zurückgekommen. Es ist klar, die ist ganz sicher nicht schwimmen. Nein, das Wasser war weg und der Tag ist endlich gekommen, wo die Geschichte vor grosser Flut hat ein Ende genommen. Jetzt hat man zum Schiff ausgekommen gesehen, Löwen und Giraffen, Nachtigallen, Zebra, Elefanten, Säu und Affen, Schlangen, Kühe, Rhinoceros, Gazellen, Dromedar. Von den meisten waren es jetzt mehr als nur ein paar. Manchmal, wenn das Wetter danach ist, es ist halt kleines Breichen. Kannst einen Regenbogen sehen und los jetzt, der ist das Zeichen, dass der die Flut hat geschickt, versprochen hat, das soll ganz bestimmt nie mehr passieren, möge kommen, was will.